Allah, der Gesegnete und Erhabene, hat gesagt: Ich habe das Gebet zwischen mir und meinen Dienern oder meinem Diener in 2 Hälften geteilt. Eine Hälfte davon ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener soll bekommen, wonach er gefragt hat. Also Allah sagt, er hat das Gebet in 2 Teile geteilt. Wir haben jetzt aber die ganze Zeit nur von der Surat al-Fatiha geredet. Und was habe ich am Anfang gesagt? Was ist der Bezug zwischen der Surat al-Fatiha und dem Gebet? Es gibt kein Gebet ohne Surat al-Fatiha. Also Surat al-Fatiha ist absoluter Muss. Und da geht es noch, nicht nur im Arabischen, auch so gibt es noch die Eigenschaft bei der Sprache, dass man manchmal ein Ganzes benennt und nur jemand meint. Zum Beispiel sage ich, die Türkei hat gewonnen im Match. Nein, das passiert zu selten. Okay, bleiben wir mit dem. Die Türkei hat gewonnen, aber hat ja nicht die Türkei gewonnen, sondern eine Mannschaft hat gewonnen. Oder dann heisst es, ich kann jetzt kein Beispiel bringen, aber eben der Messi hat seine Mannschaft in den Sieg gebracht. Das stimmt ja auch nicht, weil nicht der Messi hat gewonnen, sondern die ganze Mannschaft hat gewonnen. Also manchmal tun wir aus dem Ganzen nur einen Teil nehmen, meinen aber das Ganze. Und manchmal reden wir vom Ganzen, meinen aber nur einen Teil. Und im Zusammenhang ist es eigentlich immer klar. Also wenn ich sage, die Türkei hat gewonnen, wir wissen, das ist gerade der WM oder EM oder was auch immer, dann weiss jeder, aha, jetzt redet er vom Fußball. Und dann natürlich ist die Nationalmannschaft gemeint. Oder manchmal sage ich, mein Auto ist kaputt. Aber dann ist ja nicht das ganze Auto kaputt, dann ist vielleicht irgendetwas funktioniert nicht. Der Anlasser ist kaputt oder ich weiß nicht was, irgendetwas ist kaputt. Aber man redet dann immer gerade vom ganzen Auto. Und da jetzt auch, also Allah redet da vom ganzen Gebet, benutzt aber nachher nur El-Fatiha. Also quasi El-Fatiha ist stellvertretend für das ganze Gebet. Wie der Messi hat gewonnen, aber eigentlich hat Barcelona, oder wer ist es? Hat Barcelona gewonnen. Also wir reden hier von der Surat al-Fatiha und gemeint ist das Gebet. Und das ist miteinander so verknüpft, dass das Gebet ohne Surat al-Fatiha ja gar nicht möglich ist. Jetzt sagt er, das hat er aufgeteilt in 2 Teile. Und in 2 Hälften, nicht in 2 Teile, er sagt in 2 Hälften. Wenn man von der Hälfte spricht, wenn ich sage, es gibt 2 Hälften, was weiß ich denn von diesen 2 Hälften? Sie sind gleich groß. Das beinhaltet das Wort Hälfte. Sonst muss ich sagen, in 2 Teilen. Wenn ich sage, ich tue es in 2 Teile, dann können die Teile verschieden groß sein. Das sind einfach 2 Stück, die zusammen ein Ganzes geben. Aber wenn ich sage 2 Hälften, eigentlich muss ich Hälfte 2 gar nicht sagen, du kannst nur 2 Hälften haben. Also wenn man, da kann man auch sagen, man hat es nur halbiert. Also da wird von 2 Hälften geredet und dann heisst es automatisch, die 2 Hälften sind genau gleich groß. Was haben die 2 Hälften jetzt? Die eine Hälfte, sagt er, ist für mich und die andere Hälfte ist für meinen Diener. Jetzt habe ich es vorher euch eigentlich schon gesagt, wo der Wechsel gekommen ist. Am Anfang haben wir was gehabt? Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, der Allerbarme, der Barmherzige, der Herrscher am Tag des Gerichts. Von wem reden wir da? Da reden wir von Allah. Nachher wechselt es. Der Diener sagt, also es geht weiter, dich allein beten wir an, dich allein bitten wir um Hilfe, führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du gnädig bist, nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben und nicht den Weg der Irre gehen. Also im 2. Teil geht es um uns. Also da haben wir schon mal die Aufteilung. Allah sagt im Hadith, er hege das Gebet, also das Surat al-Fatiha, in 2 Teile geteilt. Ein Teil ist für Allah und ein Teil ist für die Menschen. Und inhaltlich gesehen ist das tatsächlich so. Jetzt möchte ich den Hakan bitten, er soll wir haben mit dem Elhamdulillah angefangen, also vom Elif, vom Elhamdulillah an, von zählen, bis dahin, bis zum I, also bis dahin. Ich muss vielleicht zuerst berühren, dann kann ich das so sagen. Ja, einfach jeder Buchstabe. Einfach jeder Buchstabe. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
wahrscheinlich vermutet das schon. Was rausprobieren? 46. Gut, dann erzähl mal die andere, von Doris, wo Stockholm ist. Ich bin Astrata, oder? Ich bin Astrata Mustaqim, für uns der gerade. Nein, ich habe keinen Abu, du verwirrt musst. Wo? Ich habe keinen Abu. Ia, Kein Abu. wo ist Ia, genau? Das ist noch schlecht, ich sehe es nicht. Ja, ich habe nicht wegen Valentin. Da ist ich drin. Ja. Ich habe keinen Abu. Ich weiß. Okay. Ich bin Astrata. Ja, habe ich es falsch gesagt, aber ich muss jetzt nur sagen. Also zählt hier Buchstaben mit denen. Es müsste 2 mal 64 geben. Und da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34. Auf jeden Fall, also es gibt genau, also können Sie nachher daheim selber mal nachzählen, es gibt genau 2 mal 64. Also wenn ihr die Buchstaben zählt, vom Elhamdulillah, also vom Elhamdulillah bis zum, also bis zum Rahim und nachher vom Iyake na'budu bis zum Schluss, müsste es genau gleich viele Buchstaben geben. Ist das jetzt Zufall oder nicht? Ist das überlassen dann euch? Also es sind tatsächlich genau gleich viele Buchstaben. Das heißt, genau dort, wo der Wechsel ist, ist genau die Mitte. Und das ist das, was Allah da sagt. Er hat Surat al-Fatiha, das Gebet, genau, also in 2 Hälften, also genau 2 gleich große Stücke geteilt. Und das sind die Teile, die wir jetzt gesagt haben. Das erste Teil geht um Allah, der zweite Teil geht um uns. Und wenn man die Buchstaben zählt, dann wird man sehen, dass es genau gleich viele Buchstaben sind. Also ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob man Scheppe muss doppelt zählen oder nicht, aber vielleicht, Ja. vielleicht muss man. 64. Ja, die müssen wir dann zählen. Also das letzte Mal, als ich es gemacht habe, haben die es gezählt haben, sind genau auf die Zahl gekommen. Ja. Und ich habe mir es dann nach die Mühe gemacht, um selber nochmal zu zählen. Aber macht doch das, wenn ihr Zeit habt. Ja. Und da sehen wir, das kann natürlich nicht Zufall sein. Und für all die, die sagen, und es gibt heute noch, ist erst gerade vor ein paar Wochen wieder in einer türkischen Zeitschrift gestanden, oder die Behauptung, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte den Koran selber geschrieben, es sei keine göttliche Eingabe gewesen. Also es ist heute noch ein Thema, das diskutiert wird, auch unter, ich muss fast sagen, unter sogenannten Muslimen. Und so Sachen widerlegt das natürlich ganz klar. Weil, wenn du als Mensch versuchst, ein Buch zu schreiben, das kann schon sein, also rein theoretisch könnt ihr das jetzt selber geschrieben haben, sagen wir mal. Aber dass du nachher, viel später, kommst mit einem Hadith, wo du sagst, er hätte das in 2 Teile gegeben, das ist genau gleich groß, dann sagen, das hätte er damals schon geplant und zufällig, also er hätte nicht schreiben, das weiß man. Also wenn jetzt du aufschreibst und alle Buchstaben zählst und dann machst x Versionen und irgendein sagst, oh, jetzt habe ich gleich viele Buchstaben, jetzt ist gut. Also nicht mal dann könnte ich mir vorstellen, dass du es anbringst. Aber dass es einer, der nicht schreiben kann und das ohne also auswendig einfach redend bringen und dann zu einem ganz anderen Zeitpunkt mit einer Sonderaussage kommt, dass beide Teile gleich groß sind. Und du gehst zurück und nachrechnen und es ist tatsächlich so. Das ist ein ganz klarer Beleg, dass das nicht Zufall ist oder dass es nicht von Menschen hat. Das kannst du nicht einfach so machen. Genauso wie das letzte Mal, wo ich gesagt habe, der Aufbau von der Surat al-Baqarah. Das bringst du nicht an. Du kannst nicht so geplant über so eine lange Zeit eine Surah zusammenbasteln, dass nachher alles genau aufgeht. Es gibt noch andere Beispiele, wir werden sicher sehr bald mal einen Kurs anschauen, wo auch so ein Wunder hat, wo ich will jetzt von dem nicht zu viel erzählen, aber es gibt also wirklich genug Belege, wo ganz klar ergeben, das kann nicht bei bestem Willen, also wenn du willst, nicht daran glauben. Aber sind wir da? Ich bin Astrata, Ja. von da, oder? Von da ist es. Nicht Ia, genau. Ah, da geht's auf. Ich, Sag ich's. von da, oder? Okay, ja, dann zählen wir es. Das ist nämlich 47. Ist 47, 47? Ja, so wie ich jetzt. Okay, ja. Es sind einfach genau gleich viel. Ja, genau die Hälfte.
Ja gut, dann will bei dich allein beten wir, dann geht es ja auch um Allah eigentlich. Da werden wir Allah anbeten. Ich, die Nasrata, die Schwarze. Aber ich, Nasrat, das steht für uns in der Bibel. Okay, ja, haben wir es 9. Sind wir gut in der Zeit? Haben wir zu dem Thema jetzt gerade noch eine Frage? Sonst würden wir jetzt da schließen. Dann nicht, aber anders. Ja. Nicht auf Deutsch für, ich weiß nicht, wie meine albanischen Kollegen sagen, wo habt ihr die, also wie heißt es bei denen, also wie kann ich es dann auf Deutsch sagen? Also was? Wo habt ihr Ghusl habt Das ist ein Ghusl. Ah, Ghusl. Das kennen Sie auch. Ja, Sie sagen auch Ghusl. Wie gesagt, sollte es kennen. Sollte es kennen. Also Ghusl wird auch auf Deutsch jetzt so verwendet. Das wird für Deutsch Ghusl. Genau. Ja. Im Arabischen gibt es kein G. Also wir haben das G auf Türkisch, Ghusl, Abdes, oder? Weil man es rein, Türkisch hat eine Schwierigkeit mit dem rein, und das rein wird meistens mit GH geschrieben, und so ist dann das Ghusl gekommen. Und auf Deutsch wird es aber Ghusl, also du würdest wieder wie rein, aber anders aussprechen. Ja. Also, oder sonst kannst du also umschreiben, wäre es die Ganzkörperwaschung als Erklärung, ich würde für eine Ganzkörperwaschung sagen, aber das fachspezifische Wort wäre Ghusl. Und der normale Abdest, den würde man Wudu sagen. Wudu. Also nicht der Wudu-Zauber, sondern Abdest. Ich habe noch etwas fragen. Kennst du vielleicht die Moschee im Volkenswil, oder Ja. Hecknach, die Ja. Araber? Ja. Mein Bruder geht recht oft mit Freitagsgebet. Ja. Und sie dann zweimal Jumma-Gebet machen, oder? Einmal jeweils um HB1 und einmal Scheinbar, 4:2. ja. Und wieso machen sie eigentlich um HB1, obwohl die Gebetszeit ist ja noch nicht schon gekommen? Also ich habe das erst gerade, glaube vor einer Woche hat mich das mein Sohn gefragt. Und habe gedacht, ich muss mal das, ich weiß es nicht. Theoretisch, so viel ich weiß, ist also es kann sein, dass sie vorher anfangen, aber das Gebet erst dann um 1:30 machen. Nein, sie machen zweimal. Das Gebet um Das 1:30? Gebet selber machen sie um HB1. Nein, das kann ich dir nicht beantworten. Weil die einen schaffen es ja nicht zum Beispiel 2:45. Ich habe gemeint, das zweite Mal ist erst um 4 oder so. Also, mein Bruder hat es gesagt, was anderes nicht. Und Also ich tue das mal Aber ist ja- abklären. Iman-Faster ist ja eben 12, oder? Ja. Und dort ist Nicht auch... Iman-Faster, Namaz-Faster. Namaz-Faster. Ja. Und dort hat sie auch Zeit, Wakit. Zeit oder was Genau. gewusst lassen. Darum, ja. Wobei Juma natürlich nicht ein normales Gebet ist, aber es ist an der Stelle vom Duhur, also vom Mittagsgebet. Ja. Also ich würde das genau gleich sagen, das muss das mal einen von denen fragen, ich weiß es nicht. Ich habe das auch erst gerade gehört, dass das so ist. Also, Es gibt Moscheen, die es zweimal machen, aber immer innerhalb der Zeit. Einer ist vorher, also gerade wenn die Zeit anfängt, und einer ist, wenn die Zeit aufhört. Und dort ist einfach der Punkt, das darf nicht der gleiche Imam sein. Weil du darfst nur einmal Juma machen, du kannst nicht zweimal Juma machen. Also wenn ich jetzt der Imam wäre und du um 1:30 Juma machen, dann müsste es am 4 oder am 5 oder wenn auch das zweite Mal ist, müsste es ein anderer Imam machen. Aber ich meine, im gleichen Raum ist möglich. Im gleichen Raum ist möglich, ja. Mit alles drum, also komplett wie der erste. Oder darf man da irgendetwas nicht machen? Schau mal, vorher haben sie da auch Jamaat gemacht. Vielleicht, gut, wahrscheinlich jetzt es so nicht gegeben, aber vielleicht hätte es ja vorher auch schon eine Gruppe gehabt, die eine Kinder gemacht hätte. Also, Aber der hat gesagt, wie der Süleyman Effendler in Zürich machen sie nicht im gleichen Raum. was macht Die Juma, Gebet. Das macht Juma anders. Ich weiß aber nicht wieso. Ja, Du hast es. in einem Message so quasi nicht zweimal am gleichen Tag das Gebet gebetet werden. Sagen sie zumindest. Tun sie die Räumlichkeit wechseln, auch der Imam natürlich auch, aber die Räumlichkeit muss auch wechseln. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ich müsste das... Ich weiß auch nicht jetzt, bei welcher... Wie sagen wir denn? Wir sind ja Hanafi, oder? Wir sind halt, also weiß ich nicht. Aber in der Regel sind die Türken hanifitische Rechtsschule. Ja. Und was sind denn die? Also die Araber jetzt gesagt? Die von Ja, das ist gemischt, dort hast du alles. Du hast Hanifiten, die meisten von denen sind... Die meisten sind Dings... Ich weiß jetzt auch sagen, nicht Hanbali, nein. Schaffen? Ja, Schafiten, die meisten, oder Malikiten. Also du siehst auch, die es mir so dann machen, Ja. das sind Malikiten, Schafiten und teilweise der Malikiten und der Mahangalo. Die meisten sind Schafiten. Es kommt auch darauf an, woher sie kommen. Warum jetzt hinter einem Schafe beten? In dem Moment, wo du sagst, ich tue hinter einem Schafe nicht beten, sagst du, sein Gebet ist nicht gültig.
Und wenn du sagst, dein Gebet ist nicht gültig, sagst du im Prinzip, er ist kein Muslim. Also ich ja. Aber es gibt auch es gibt Leute, es gibt viele Leute, die sagen, nein, hinter dem Schafi kann man nicht beten. Warum? Weil die Definition von Voodoo anders ist. Ja. Weil es gibt Sachen, wo dann der Hanifi sagt, okay, wenn ich so und so viel Blut verloren habe, also wenn ich jetzt ein bisschen Blut geblutet habe und das Blut ist verschmiert, dann habe ich kein Voodoo mehr. Während der Schafite, bei dem viel mehr Blut geflossen ist und hat nach seiner Rechtsschule immer noch Voodoo. Also kann das sein, dass du einen Imam hast, der nach deiner Überzeugung kein Voodoo hat, nach seiner aber Voodoo hat. Ja. Und deshalb sagt er, hinter dem bete ich nicht, weil ich kann nicht sicher sein, ob er Voodoo hat. Aber in dem Moment, wo du das natürlich sagst, dann sagst du, jedes Gebet, das er macht, ist ungültig. Weil der betet immer ohne Voodoo. Das hat natürlich auch eine Implikation. Also ich tue. Also wenn ich der Meinung bin, das ist ein Muslim, und für mich ist ein Muslim, wenn er sagt, also wenn er in der Moschee ist und betet, ist das für mich ein Muslim, solange ich nicht das Gegenteil weiß. Also wenn er natürlich ganz klar Kufr eben etwas sagt, wo sagt, dass die Aya gibt es nicht. Alkohol trinken ist halal. Wenn ein Hund sagt, Alkohol trinken ist halal, okay, dann also hinter dem bete ich auch nicht. Ja. Aber bis dorthin schon. Und zwar auch einfach, weil ich finde, wir machen immer den Dialog mit Nicht-Muslimen, damit wir uns gut verständigen können, aber wir machen keinen Dialog zwischen den verschiedenen Rechtsschulen. Und da tun wir uns gerade einen Keil rein tun. Nicht nur verschiedene Rechtsschulen, ja, ich mache nicht hinter Schafika, ich mache hinter einem Süleymanschen kein Salat, oder hinter einem Nutschu mache ich kein Salat, oder was auch immer. So Sachen, das sollten wir, das ist jetzt wie ich persönlich meine, sollten wir einfach mal über das darüber wegkommen. Weil das tut uns trennen. Ja. Aber wir sollten Sachen suchen und finden, die uns vereinen. Weil wir können nur etwas erreichen als Umma in der Schweiz, wenn wir wirklich zusammenkommen. Und nicht nur Türken. Und innerhalb von Türken nicht nur der Jamaat und der Jamaat und der Jamaat, sondern wirklich alle Muslime in der Schweiz müssen mal zusammenkommen. Und dann könnte man viel erreichen, weil dann ist man eine Macht, dann ist man eine grosse Zahl, die auch Einfluss haben könnte. Und so sind wir ganz viele kleine Zahlen, die keinen Einfluss haben. Und das ist ja genau das, was, ich sage jetzt mal einfach so in Anführungszeichen, der Feind will. Oder? Kann man mal fragen? Ja, natürlich. Jetzt das noch bei Gusel. Ja. Man sagt ja eben, beim Gusel ist ja wichtig, am Anfang musst du dich vor allem reinigen, oder? Also vor dem ganzen Körper. Ja. Oder? Aber wenn man jetzt einen Blutfleck hat oder irgendeine Wunde hat, die die ganze blutet. Ja, aber das tut ja nicht deine Gusel Das tut nicht die Gusel verunreinigen. Hat es auch eigentlich jetzt, wenn mit der eigenen Wunde, wo die Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Gusel wird ja eigentlich nur durch einen Samenerguss eigentlich gebrochen. So hast du immer Gusel. Also wenn du mal eine Wunde hast und Blut ist, hast du nachher immer noch Gusel. Du musst nicht Gusel nehmen, nur weil der Blut ist. Aber dein Abtest, also dein Voodoo, den musst du erneuern. Ja, aber Nejazat und Taharet ist nicht Ghusl. Ja. Das ist Voodoo. Aber das gilt auch für Ghusl jetzt. Ghusl auch nicht, ja. Die Voraussetzung für Ghusl ist eine andere. Ja, ohne Ghusl kannst du gar kein Voodoo machen. Damit du überhaupt Voodoo kannst machen, musst du zuerst mal Ghusl haben. Genau, ja. Aber im Normalfall, also was auch immer jetzt normal heisst, hast du Ghusl. Also wenn du keine Ghusl hast, solltest du sowieso so schnell wie möglich das machen. Und nachher hast du, solange nichts passiert in dieser Richtung, hast du immer Ghusl und dann musst du nur Voodoo machen. Aber wir sind da natürlich auch verwöhnt im Westen. Wir können gerade tauschen, wir können eigentlich manchmal vielleicht häufiger Ghusl machen, wenn man es gar nicht leuchtet, weil es tauschen einfacher ist als Abtest. Das ist so. Das ist natürlich etwas anderes, aber wir dürfen nicht verwechseln, was mache ich warum. Also Ghusl muss ich machen, nur zu ganz bestimmten Situationen. Und der normale Abtest, der zu jedem Gebet, also wenn ich blute, eine Wunde habe, die fließt, dann muss ich jedem Gebet neu machen. Es sei denn, ich habe es ganz verbunden und kann den Verband nicht wegnehmen. Wenn ich den Verband nicht jedes Mal wegnehmen kann, dann tust du halt Mess machen über den Verband. Aber der Blut ist zwar innerhalb, aber nicht, es fließt ja nicht weg in dem Sinne. Ja. Das wäre möglich. Aber mit der Ghusl hat Blut nichts zu tun. Und Nejazat und Taharet, das hat mit dem Platz zu tun, mit deiner Kleidung und mit deinem Körper. Und das mit dem Körper, das ist der Voodoo. Also du darfst auch keinen Blutfleck auf dem Kleidungsstück haben. Und du darfst auch keinen Blutfleck
auf dem Teppich, auf dem Gebet oder dort, wo du betest. Allgemein Dreck. Nein, nicht allgemein Dreck. Nicht Glaset. Ja. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt Reinheit und Sauberkeit. Ja, ist gut. Du musst, also Pflicht ist Reinheit. Aber ist egal, wenn das richtig verstanden ist, wichtig, ja, im Geschäft habe ich keinen Platz im Bett. Also da bete ich immer im Technikraum. Ja. Oder? Und dort ist auch ein bisschen verdreckt, was ich mache, oder? Und dann nehme ich auf einen Teppich drüber. Und solange ich den Teppich bete, auf dem Teppich bete, ist es ja erlaubt. Es muss auch kein Teppich sein. Also ich kann auch schon häufig auf dem Karton. Ich kann noch... Nein, was du halt findest, wo du der Überzeugung bist, dass es sauber ist. Immer kannst du auch nicht sicher sein, oder manchmal. Aber, ja. Und ein anderer hat mir gesagt, gar keinen Raumkarte hat, im WC, Behinderten-WC. Also im WC würde ich wirklich nur im aller, also im aller, wie sagt man dem, im grössten Ausnahmefall. Also, Ja. weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Platz nicht sauber ist, ist eigentlich sehr hoch. Ja. Also bei einem nicht-muslimischen WC zumindest. Du kannst davon ausgehen, dass alles überall hinspritzt. Und ja gut, du nimmst zwar den Teppich, wo du davon ausgehst, dass er sauber ist, aber stell dir noch vor, der ist nachher unten dran nicht mehr sauber. Und nachher nimmst du das, also ich würde nicht. Aber wenn das, ich würde zuerst noch von außen. Ja. Von außen ist immer möglich, oder? Also wenn es jetzt gerade glittert und so vielleicht nicht, aber also es sollte die andere Möglichkeit haben, wenn es wirklich nichts anderes gibt, ja, was willst du denn machen? Dann machst du es dort, aber das kann man fast nicht vorstellen. Okay. Sonst? Das ist schon langsam dunkel. Zeit für Zeit für etwas zu trinken, ich glaube, ich mag nicht mehr. Also, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wahdaka la sharika lak, astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفاتحة. Jetzt ist wirklich heiß. Oh, ja. Okay, also danke fürs Zuhören.